Schönau am Königssee um 6:45 in der Früh. Werner Zeininger macht seine Kaltblutstuten Sophie und Hella für den Abmarsch fertig. Es wird hoch hinaufgehen in die Berge, auf eine Alm, wo die beiden Pferde den Sommer verbringen sollen. Auch bis der Alm aufgeht, da wissen die genau Bescheid, wo wir gehen und was los ist. Gell? Wenn die auf dem Weg oben sind, dann haben die schon die Vorahnung. Dann geht es dann schon dahin. Dann freuen sie sich, weil dann haben sie Urlaub. Der Aufstieg aber ist kein Urlaub. Im Gegenteil. Gut 5 Stunden Fußmarsch haben die Pferde und ihre Begleiter vor sich. Knapp 1000 Höhenmeter gilt es dabei zu überwinden. Schon ein bisschen Aufregung auch dabei. Das ist auch klar. Ich möchte gut raufkommen und dass alles passt, dass du alles dabei hast, dass du nichts vergessen hast. Das ist auch ganz wichtig. Wird schon passen, ja, wird schon laufen. Zur gleichen Zeit in Siegsdorf bei Traunstein. Katharina Eder beginnt den Tag mit ihren Pferden. 5 süddeutsche Kaltblüter stehen bei ihr im Stall. Ruhige, besonnene Tiere und doch von ganz unterschiedlichem Charakter. Werden die alle immer begrüßt in der Früh? Jeder einzeln muss da, ganz wichtig, weil einfach für die Beziehung auch. Und eben die Bella ist eine, die ist recht schnell eifersüchtig und muss ja immer drauf schauen, wem nimmst du als erstes her. Weil sonst sind sie gleich ein bisschen beleidigt. Okay. So, Betty ist auch brav. Okay. Heute ist ein besonderer Tag. Gegen Mittag werden Kinder zur Reittherapie kommen. Dann hängt alles an Kaltblutstute Biene. Die Biene ist für mich eigentlich das perfekte Therapiepferd. Die ist jetzt 27 Jahre alt. Und ist halt gelassen, bringt nichts mehr aus der Ruhe. Hat ein Wahnsinnsgehorsam, was für mich auch wichtig ist, dass ich mich da gut darauf verlassen kann, wenn ich sage, bin ich so und so. Obwohl es auch andere Einflüsse hat und Kinder ja auch oft einmal Hilfen geben, wo ich jetzt nicht merke oder auch was sagen, dass die wirklich nur auf mich reagiert. In Schönau am Königssee sind Pferde und Begleiter bereit für den Auftrieb zur Alm. Sie haben einen beschwerlichen Marsch vor sich. Der Weg ist steil und vor allem das Wetter gibt Grund zur Sorge. Karl Breuhan und Friedel Eder wissen nur zu gut, was sie vor sich haben. Ja, man muss da einen Weg ein bisschen im Auge behalten. Wenn es einmal wie das Gelände wird, dann einmal steiler oder irgendwas, dass man das Ross einmal anspricht. Sag ich mal, wenn ein bisschen eine schwierigere Stelle kommt, dann passt die auf, wie man vorher schon sagt, du, pass auf da, dann reagiert das Pferd gleich ganz anders. Also, gute Zeit und einen guten Marsch. Gut, danke. Also, vielen Dank. Servus. Jetzt geht's. Pferdezüchter Werner Zeininger wird später wieder zur Gruppe stoßen. Er bringt den Almwagen so weit wie möglich mit dem Auto hinauf, um die Pferde zu schonen. Das Wetter wird schlechter. Aber das ist hier unten, wo der Weg noch ungefährlich ist, nicht so schlimm. Ja, ganz optimal ist nicht, wie es herschaut. Wird der Nebel ein wenig dicker, aber vielleicht oben aus, da wir es unterwischen dann. Wenn wir Glück haben. Hey Sophie. Macht es die Pferd was aus, das Wetter, oder ist das denen total wurscht? Nein, das macht ihnen nichts. Also so im Gegenteil. So ist es ihnen jetzt eher lieber, als wenn es recht heiß war. Weil du mit den Fliegen und mit den Bremen nicht so viele Probleme hast. Das schmeckt ja gar nicht. Ne? Wenn du so, weil die Fliegen um die Augen haben und in die Ohren drin, das haben sie dick. Also lieber ist es ihnen, glaube ich, so zum Gehen. Je schneller das bergauf geht, umso mehr pressiert sie. Ist das für dich anstrengend? Nein, da kannst du dich einhängen und dann ziehst du schon mit. Es ist nicht so, dass Kaltblüter kein Temperament hätten. Heißsporne wie die Vollblüter sind sie aber nicht. Am Bauernhof von Katharina Eder sind die Kinder zur Pferdetherapie eingetroffen. Damit alles gut klappt, müssen sie genaue Regeln einhalten. Gut, erste Regel, wie geht's los? Leise über die Pferde gehen. Brav und langsam. Noch was, Antonia? Nicht schubsen. Genau. Nicht schreien. Das Wichtigste ist, dass sie jetzt ruhig reingingen und die Pferde auch vorsichtig begrüßen, damit da nicht schon irgend so ein Schlenkerer
wo dann ein Pferd komischerweise eins abkriegt oder sowas, damit sie dann mir nicht schon eins aus dem Heisel bringen. Darum ist es ganz wichtig, dass sie die einfach an die Regeln halten. Und genau das fällt den verhaltensauffälligen Kindern besonders schwer. Um Disziplin zu lernen, sich an Regeln zu halten und sich zu konzentrieren, kommen sie einmal die Woche vom Heilpädagogischen Zentrum Ruppolding hierher. Auf Hektik oder Streit würden die Pferde unmittelbar reagieren. War gut heute? Ja, super. Hat heute, glaube ich, eines von den besten Male so funktioniert, ja. Die erste Übung, Pferd Biene, soll gestriegelt und geputzt werden. Das süddeutsche Kaltblut ist berühmt für sein umgängliches Wesen. Biene stellt das hier eindrucksvoll unter Beweis. Und doch bleibt immer ein gewisses Restrisiko. Die 2 Stunden, wo die Kinder da sind, große Anspannung einfach, weil die, ja, ich weiß nie, was die Pferde machen und ich weiß auch nie, was die Kinder machen. Kannst du das, weißt du noch, wie wir es besprochen haben? So, nein, schau, seitlich herstellen, so rum herstellen, Innen herunterfahren am Bein und hochheben. Genau. Warte, ich stütze mit meinem Fuß und du kratzt aus. Genau, du kratzt das sauber aus. Ich höre jetzt wieder an, dann haben wir das gleich. Schau her. Super. Passt. Schön. Gutes. Wie machten sich die Biene bis jetzt? Ganz gut. Sie steht da und rührt sich nicht. Was Besseres kann mir jetzt eigentlich nicht passieren. Man merkt natürlich schon, dass jeder das mag. Diese Massagen, das Putzen, das genießt es natürlich. Ja, das mag es schon gern. Den einfachen Teil des Weges haben Karl und Friedl mit den Pferden geschafft. Aber der Regen ist stärker geworden und ab hier wird es steil. Dazu wartet jetzt auch noch Werner Zeininger mit dem Almwagen. Jetzt dampfen sie natürlich schon da rauf. Die haben jetzt über 3,5 Stunden schon gegangen und das nur bergauf. Jetzt dampfen sie ein wenig und jetzt bei dem Wetter, ich meine, das kühlt schon ab, aber ideal ist es nicht. Und jetzt dann mit dem Wagen haben wir doch noch eine gute Stunde, wo wir bergauf und nach hinten fahren müssen. Da klang es ja auf Nacht. Da haben sie zufrieden. Und euch? Wir haben auch zufrieden dann. Und uns klang es auch. Ja, für die ja. Für die ja, sagt ich. Warte, fahren wir hin. Mit dem Wagen sollen die Pferde in den nächsten Wochen immer wieder Transportdienste für die Alm übernehmen. Das ist keine Strafe, denn Kaltblüter arbeiten gern. Ihre Ausdauer und Ruhe sind legendär. Deshalb werden sie heute gerne bei Kutschfahrten oder Festumzügen eingesetzt. Komm, jetzt wird's. So, 1, 2, 3 und hopp. Finale bei der Reittherapie. Die Kinder sollen Biene durch einen Parcours lenken. Und das Pferd soll kaltes Blut bewahren. Und lenken, ja, ganz gut. Man muss aufpassen, dass der Lärmpegel nicht zu laut wird, dass die nicht irgendwie rumrennen, weil das beunruhigt sie dann. Da kriegt es auch Ängste. Da kann man es dann schon verderben. Biene. Zurück. Rückwärts. Schafft es jetzt schon. Zurück. Und da rein, Biene. Biene, da rein. Lenken was da drin ist? Ah, das geht schon. Kommt schon durch. Nein, Biene. Nicht im Stall. Allmählich reicht es auch der gleichmütigen Biene. Katharina Eder muss eingreifen. Geh her, wir machen es zusammen. Zurück, Zurück. zurück, Zurück. zurück. Geht schon, zurück. Langsam, Aurelius. Zurück. Zurück. Da du mal deine Schenkel anständig hin, so geht's nicht. Und jetzt gehen wir. Komm. Zurück. Hopp. Jawohl. Aber auch das ist überhaupt wie ein Auto. So, wenn man Das ist eben nicht wie ein Auto, beim Aurelius. Lenkrad
Und wenn man in die Richtung, dann geht ja auch. Sie hat das gelassen genommen, hat sie nicht aus der Ruhe bringen lassen, ist auf jedes Kind neu eingegangen, was da ganz besonders wichtig ist, weil ein jedes Kind einen anderen Charakter hat und ein jedes Kind das anders macht. Das geht bei der Zügelhaltung schon, beim Gewicht, beim Draufsitzen. Der eine lehnt mehr nach vorn, der andere. Das sind alles so Einflussfaktoren für die Biene, die sie mit aufnimmt. Und da stellt sie sich aber auf jedes Kind neu ein, so damit jedes Kind auch ein Erfolgserlebnis hat. Und das ist da ganz wichtig. Dann lobt sie es einmal alle gescheit. Beziehungen eingehen können und Regeln einhalten, das sollen die Kinder hier lernen. Während die Reittherapie ihrem Ende entgegengeht, haben die Kaltblüter auf dem Weg zur Alm das Schwierigste noch vor sich. Stundenlanger Regen hat den steinigen Pfad in eine Rutschbahn verwandelt. Ja, das siehst du die Platten, die da sind, da hat das Ross natürlich wenig Grip. Klar, da rutscht er aus. Da brauchst du schon tiefenentspannte Ross, die da langsam gehen und vorsichtig gehen. Ja, der rutscht aus, hat einen Sehnenschaden, kommt bis zum Knochenbruch sein. Das kann alles passieren. Also, ein Pferdefuß ist äußerst diffizil. Das Schwierigste ist geschafft. Werner Zeininger ist zufrieden. Du musst dabei vorsichtig sein und immer froh sein, wenn das gut gegangen ist, dass kein Ross nicht zusammengefallen ist und dass du mit dem Wagen gut rumgekommen bist. Du kannst dich auch mal umschmeißen. Ja, ist alles schon passiert. Da sind wir schon froh. Dann passt es wieder. Und dann sind sie endlich da auf der Regenalm, die ihrem Namen heute alle Ehre macht. Jetzt ist es froh. Ja, jetzt gibt es was zu essen, dann dürfen sie sich ausrosten. Und morgen, wenn es schön Wetter wird, dann können sie tun und lassen, was gerne dann draus wird. Und nicht nur morgen, sondern den ganzen Sommer lang.